Guten Tag, met Nene. Da bin ich noch eens mal weer. Ein paar Tage noch für Weihnachten will ich uns noch eine kleine Geschichte vorlesen, die ich für etliche Jahren is opschreiben heb. Und da geht das um Weihnachtsgeschenk von Onkel Heinrich für seine Frau Drüke. Unser Onkel Heinrich, das was ne Bastler. Hier kun in sin Schöpken achtertus alles wert rechte kriegen, wat so te reparieren anfall in Hushold. Eines Abends günke mit sine Frau, unsere Tante Gertrud, will alle Drüke nehmen, durch die Stadt, sich die Schaufensters ist te bekicken und auch sich im Bettgen ist die Beine te vertränen. Als sie an Möbelhus storn bleven, sucht Tante Drüke achten an ne Wanden Schrank storn, weil sie heel bess lieden moch. Und dat lädt sie Onkel Heinrich auch vorz wetten. Ab hat Onkel Heinrich menden, dat den Schrank vollste Dür was, und hier nehm sich dort im Stillekes für so'n Möbelstück für seine Drücke zu Weihnachten selbste schrienern. Am nächsten Abend günk he noch den Möbelladen, stellen sich für d Schaufenster, winkeln seine Arme an und nahm so den Morte af. Also, die böverste Kante gönk bis an die Augen. Die Laden wassen tüsken Magen und Boste und das unterste Deel gönk dann natürlich bis an die Grunde. Die Schlöttellöcker von den beiden untersten Dörren wassen etwas deeper als seine Knie. Und damit meke sich nur an Werk. Tante Drüke droff natürlich in den nächsten Wägen nicht in sin Büdeken kommen, wegen dat er gesagt hatte, dat er dort ne Weihnachtsüberraschung an Schreinern was. Als noch Heiligabend was, nahm er seine Drüke mit in sin Schöpken und trok mit wichtige Miene die große Wolldecke von dat neue Möbelstück. Ja, sech Onkel Heinrich, Drüke, du muchst doch so gerne den Schrank lieden, weil wir in Sommer da achten in den Möbelladen sehen hebt. Und wegen at den Schrank da so dür was, heb ich für die nur genau dat Modell baut. Tante Drüke kriegen Schrecken. Dat kleine Schränkchen soll dat genaue Afbild von den großen Schrank ut dat Möbelhus wessen? Sie lädt sich kapatt nix anmerken, freuen sich über dat Schränkchen und loven Onkel Heinrich düftig für sein Handewerk. Am nächsten Abendspaziergang blieben sie beide für das Schaufenster stehen, wo achten immer noch den schönen großen Schrank stehen. Und hier hast du Mord genommen? fragt Drüke ihren Mann. Ja, sagt Onkel Heinrich, kiek hier, die böverste Kante geht mir bis an die Augen. Die Laden liegt tüsken Magen und Boste und die Schlöttellöcker sit hier unter die Knie. Dat passt doch genau. Da sucht Drüke, dat den Schrank nicht ob die glicke Höchte von den Bürgerstieg für das Schaufenster stand, sondern war deeper. Und dat hatte Onkel Heinrich war abends in Düstern nicht sehne. Tante Drüke hef Onkel Heinrich apart nie drup ansprochen. Sie heft dat bloß unsere Mama, wat Süster was vertellt, und die beiden hatten immer noch voll Spaß, wann Tante Drüke bei uns zu Besuch quem und die Geschichte abends noch wieder op Tapet kam. Dat Schränkchen such ja auch eigentlich ganz manierlich gut. Etwas gut timmert, die Trecken leben aus den Döpken, die Dörren läden sich ohne Probleme schluten, et wackelnde nix an, und so stönnet noch jahrelang in besten Stommen. So, das war's. Dann magst du noch eine schöne Tit über Weihnachten und dann sag ich erstes Gut gone.